Weil die Geschenke für die Großen aus dem Kasten im Vereinsheim verschwunden sind, wird das die jungen Dirndln in die Schuhe geschoben. Bis nachher die Moorschreiberin sagt, dass sie das Zeug in Sicherheit gebracht hat. Der Hubert ist aber zu blöd, dass er nachher den Kasten wieder repariert. Die Leni möchte aus 4 Äpfeln ein Paradeiserl basteln. Mannerleid fressen aber die Äpfel weg und drum kauft sie ein aus Wachs. Da beißen sie nachher auch rein und schließlich müssen sie ihr beim Basteln helfen. Maja stravanzt lieber am Christkindlmarkt, statt dass sie für die Schule lernt. Und drum möchte ihr der Philipp nimmer helfen. Sie braucht ihn aber und drum reißt sie sich zusammen. Danach kriegt sie ein Spielzeug geschenkt, wo man recht viel Zeit dafür braucht. Aber Zara und Tina kommen statt ihrer auch nicht zurecht damit und drum suchen sie sich ein anderes. Der Sascha sauft UFO-Sengs einen Weichbrunn aus Edin. Dass nicht auffällt, leert er nachher ein Brunnenwasser in die Flaschen rein. Das Hummerl kommt aber dahinter und pflanzt ihm recht. Schließlich wollen sie nachher miteinander auf Edin fahren. An Gregor sei preisische Gspusi ist recht einschichtig in ihrer Hübe und drum möchte er bei ihr einziehen. Das gefällt ihr zuerst gar nicht und nachher tut sie am Christkindlmarkt mit und beim Essen daheim. Danach gingen sie der Gregor und der Josef mit einem Singsang gegenseitig auf die Nerven und am Schluss tut der Michi auch noch mit. An Hubert sei preisischer Tirbsbangert darf sie wieder mit seiner preisischen Stiefschwester treffen. Aber jetzt weiß er nicht, ob ihm die mehr bedeutet, als wie ein alter Spezi von ihm, wo grad nach Lansing kommt. Beim Adventskalender gewinnt das Hummerl eins von den Flaschenschifferl, wo sie selber einmal ihren Freundinnen geschenkt hat. Und das halt's er nachher für.